Ich begrüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. So schön, dass du eingeschaltet hast. Heute ist ja Karfreitag, ein mega spezieller Tag, wo wir etwas ganz Tragischem, aber gleichzeitig auch am wunderbarsten gedenken dürfen, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Darum ist auch das heutige Video und das von Ostern ein bisschen anders. Wir machen eine Pause von Mose und wollen die Geschichte von Karfreitag und dann in 2 Tagen an Ostern noch mal genauer anschauen. Aber zuerst wie immer wollen wir Gott einfach alle Ehre geben. Ganz speziell, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für deine und meine Sünden. Hey, darum stand doch gerade auf, wenn du noch nicht stehst, dass wir zusammen Gott anbeten können und ihm alle Ehre geben. Hey, und jetzt dann du gerade Micha vorsingen und wir singen alle miteinander ansingen. Sind ihr parat? Hey, so cool, wie wir jetzt gerade alle miteinander haben Gott anbeten. Und ich tue doch jetzt gerade noch beten. Ja, himmlischer Vater, danke so vielmals, dürfen wir dich kennen. Danke, schenkst du uns all das, was wir brauchen. Wir wollen dir alle Ehre geben. Amen. Hey, und das wollen wir gerade mit dem nächsten Lied machen. Es heisst dir alle Ehre geben und wir wollen Gott alle Ehre geben. Darum steht doch noch mal auf, dass wir miteinander das Lied singen können. Du bist König, du bist Gott, dir will ich dienen und ich will dir
Ik ga overrekenen dir alleen. Och vem är nicht moved ju där du förstår. Du bist König, du bist Gott, dir wat ich dienen und dir wat dir alle hergeben. Du bist König, du bist Gott, dir wat ich dienen und dir wat dir alle ergeben. Dit verreden wat in nicht den Steinen lassen. Drum riefen nicht zu ihr grad so laut ich an. Du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir will ich alle ergeben. Du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir will ich alle ergeben. Du bist König, du bist Gott, dir wat ich dienen und ich wat dir alle ergeben. Du bist König, du bist Gott, dir wat ich dienen und dir wat dir alle ergeben. Dies verreden wat ich nicht den Steinen lassen. Drum riefen nicht zu dir grad so laut ich kann. Du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir will ich alle ergeben. Du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir will ich alle ergeben. Du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir will ich alle ergeben. Du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir will ich alle ergeben. Ich will dir 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 alle ergeben. Hey, es ist schön, dass wir miteinander an so einem speziellen Tag wie heute, an Karfreitag, dürfen Jesus loben. Gerade heute speziell, wenn wir daran denken, was er für uns gemacht hat. Denke ich, ist es einfach so wichtig und richtig, ihm speziell heute an diesem Tag anzubeten. Céline erzählt euch jetzt dann gerade die Geschichte von Karfreitag. Ihr dürft euch jetzt also herhocken, macht es euch bequem. Wir steigen ein in die Geschichte von Karfreitag. Vielleicht haben die einen von euch auch schon mitbekommen, dass heute ein spezieller Freitag ist. Ein Freitag, der nicht ist wie alle anderen. Und zwar ist heute Karfreitag. Am Karfreitag denken wir ganz speziell an das denken, was Jesus gemacht hat. Und zwar, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Und ich möchte euch darum jetzt gerade Geschichte aus der Bibel erzählen mit ein paar Bildern dazu, was dann an diesem Freitag genau passiert ist. Ja, Jesus hat ja da auf der Welt gelebt und er hat ja, wie ich mal erzählt habe, ganz viel Wunder gemacht, ganz viele coole Sachen. Er hat Lahme geheilt, dass sie wieder laufen können und Blinde, dass sie wieder sehen können. Und er hat ganz viel Spannendes über Gott erzählt. Und vor allem, Jesus hat nie einen Fehler gemacht.
er hat nie etwas Gemeines gesagt über andere oder nie etwas Gemeines gedacht. Er hat einfach nie einen Fehler gemacht. Hey, ja, und dann ist eben der Freitag gekommen. Jesus hat nie einen Fehler gemacht und trotzdem ist er plötzlich von Soldaten verhaftet worden und einfach zum Tod verurteilt worden. Hey, dann haben sie Jesus eine Dornenkrone aufgesetzt. Ich glaube, das hat sicher mega weh getan. Und schaut mal auf dem Bild. Jesus hat sein eigenes Kreuz tragen. Und dann hat er das Kreuz auf einen Berg tragen und dann haben sie ihn dort oben ans Kreuz genagelt. Dann ist Jesus gekreuzigt worden. Wie ein Verbrecher ist er in der Mitte von 2 anderen Männern gekreuzigt worden, obwohl er doch gar nie einen Fehler gemacht hat. Und dann, es war eigentlich heller Tag, plötzlich ist es stockfinster geworden und die Leute haben gar nicht genau verstanden, was jetzt passiert. Hey, und dann hat Jesus nochmal laut aufgeschrien und dann ist er gestorben. Und die Leute, die am Kreuz gestanden sind, Freunde von Jesus, die sind so fest traurig geworden. Das war ihr bester Freund. Jesus war ihr allerbester Freund. Und er hat doch nie einen Fehler gemacht. Und jetzt ist er einfach gestorben, wie ein Verbrecher gekreuzigt worden. Sie sind traurig und hässig und sie konnten das gar nicht verstehen, was da genau passiert ist. Hey, ja. Und dann haben sie Jesus vom Kreuz abgenommen und haben ihn in Leintücher gewickelt und haben ihn in ein Grab gelegt. Und vor das Grab haben sie einen riesengroßen Stein gerollt, damit auch ja niemand in das Grab reinkommen kann. Und wisst ihr, wo Jesus noch gelebt hat, hat er seinen Jüngern erzählt, dass er sterben muss. Aber am 3. Tag wird er wieder auferstehen. Und seine Jünger haben das natürlich nicht ganz verstanden, was Jesus meint. Aber die Soldaten, die haben das noch gewusst. Und die Soldaten hatten Angst gehabt, dass seine Jünger kommen und Jesus aus dem Grab herausstellen und sagen, er sei auferstanden. Und darum haben dann die Römer die Soldaten vor das Grab gestellt und haben das Grab bewacht. Schaut mal wie auf dem Bild, damit ja niemand ins Grab hineinkommt. Hey, und so hat dann der Freitag geendet. Jesus ist gestorben und ist im Grab hinein. Hey, aber wisst ihr, Jesus ist nicht einfach nur so gestorben, sondern wenn wir Gott gegenüber ungehorsam sind, dann müssen wir bestraft werden. Und Jesus ist nicht einfach nur wegen seinen Fehlern gestorben, weil er hat ja gar nie einen Fehler gemacht, sondern Jesus ist am Kreuz für unsere Fehler gestorben. Er ist für unseren Ungehorsam am Kreuz gestorben. Und darum, weil Jesus gestorben ist, kann Gott uns alle unsere Sünden vergeben, wenn es uns leid tut. Im 1. Johannes 1, Vers 9 steht nämlich, wenn uns unsere Fehler leid tun, dann vergibt uns Gott unsere Fehler und ist uns nicht mehr böse. Aber für das hat Jesus sterben. Er ist für unsere Fehler am Kreuz gestorben. Hey, wow, Jesus liebt uns so fest, dass er für unsere Fehler gestorben ist. Hey, ja, und so traurig hat ja eben leider der Karfreitag geendet. Und vielleicht wissen die einen schon, was dann an Ostern passiert ist. Und auf jeden Fall werde ich euch in 2 Tagen am Ostersonntag erzählen, wie es weitergegangen ist. Heute machen wir etwas, das zur Karfreitag passt. Und zwar findet ihr im Internet eine Vorlage von einem Kreuz und die könnt ihr einfach ausschneiden. Und dann braucht ihr ein weißes Papier und dann könnt ihr das Kreuz hier draufkleben. Und jetzt zeige ich euch nämlich gerade, was wir machen am Schluss. Ich zeige es euch gerade, können wir mit verschiedenen Farben drüber malen und dann haben wir ein mega cooles Kreuz auf einem farbigen Hintergrund, so wie ihr das wollt. Ihr könnt dann ins Kreuz noch etwas hineinschreiben, zum Beispiel «Jesus ist für meine Sünden gestorben» oder wenn ihr wollt, auch einen Bibelvers dazu. Das ist ganz euch überlassen. Oder ihr könnt dann einfach da bis an den Rand malen und dann habt ihr auch eine mega coole Karte zum Verschenken oder zum Aufhängen, wo ganz eine coole Erinnerung ist mit dem Kreuz an das, was Jesus für uns gemacht hat. Und ich zeige euch gerade, wie es geht. Das Kreuz, am besten könnt ihr es einfach hier oben und unten kurz hier ankleben, aber beim Wegreißen müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass das Papier nicht verreist. Und dann müsst ihr es ganz gut festheben und könnt einfach hier so anfangen drüber malen. So, und ihr könnt ganz verschiedene Farben nehmen, ihr könnt einen Farbverlauf machen, ihr könnt abwechseln, wie ihr wollt.
und ihr müsst es gut festheben. Und gerade hier bei den Ecken müsst ihr es ganz gut festheben, dass es wirklich nicht verschiebt und dass die Farbe nicht drunter geht. Und dann, wenn ihr es wegnehmt, seht ihr da, hat es da schöne gerade Linien und am Schluss seht ihr dann so ein Kreuz. Und wenn ihr bis an den Rand rausmalt vom Papier, dann ist es wirklich ganz ein cooles Kärtchen oder einfach eine coole Deko zum Aufhängen. Und wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr auch ins Kreuz noch etwas hineinschreiben. Eben zum Beispiel, Jesus ist für meine Sünden gestorben oder er ist für die Sünden der ganzen Menschheit gestorben. Irgendetwas, das euch an das erinnern kann, was Jesus an Karfreitag so mega Geniales gemacht hat für uns. Weil Karfreitag ist ja das Video eben ein bisschen anders als normal und darum ist das Video jetzt auch schon fertig. Hey, jetzt kannst du die Bastelidee nachbasteln und aber in 2 Tagen gibt es schon wieder das nächste Video, weil dann ist Ostersonntag. Ich würde mich mega freuen, wenn auch du dann wieder einschaltest und bis dann wünsche ich dir ganz eine gute Zeit. Mach's gut!